Hallo, grüß euch, ich bin's, der Lokalcowboy. Das ist das Wiedererkennungszeichen. Ja, ich sitze wieder einmal im Scheinegarten vom Café Admiral auf der Neuser Hauptstraße. Auch eine leibende Marlboro Gold. Bei einem leibenden Krügerl. Ich habe gerade zuerst vorher einen großen Zug gemacht, deswegen habe ich jetzt einen kleinen Schluckerl zu mir genommen, weil sonst kommt es mir beim Morgen auf. Nein, das Bier ist sehr gut da und auch die Bewirtung, bla bla bla. Was ich eigentlich erzählen will oder vielmehr sagen will, ist eigentlich folgendes. Ich bin seit circa 3 Jahrzehnten Lagerarbeiter vom Beruf. Mir macht der Job großen Spaß. Klingt ein bisschen gelogen. Ich bin aber ehrlich, ja. Im Regale Urwald ein Wort zusammensuchen. Hier und da mit dem Stapler fahren, wie ein Rodeo-Reiter. Ja, und meine Kollegen, egal in welcher Lagerhalle ich gekakelt habe, sind leibend, haben immer ein Batzentheater gehabt, der Schmäh ist gerannt, wie man so schön sagt in Wien. Ja, und aber natürlich würde ich gern einmal nach vielen Jahren der harten Lagerarbeit, ja, gerne einen Lotto-Sechser machen oder wenigstens also ein Arschlochbrief was aufmachen, wo 100.000 Euro Gewinn steht, ja. Bis dato ist mir das nicht gelungen. So habe ich auch geschaut, weil da kommt irgendwo ein Schrei oder ein Ruf, egal. Ja, aber was. Also eins weiß ich. Jetzt wäre ich 48. Mit am 31. Oktober. Zum Halloween-Tag. Ja, mit 60 Scheiße drauf. Ist mir wurscht, wie viel Berufsjahre, Versicherungsjahre, Arbeitsjahre ich habe. Ist scheißegal, wir können uns am Arsch lecken mit 60, hau einen Hut drauf. Nicht den Cowboy-Hut, den hab ich gar nicht. Ich hab keinen Cowboy-Hut, ich scheiß auf Cowboy-Hut. Dass ich das einmal ordentlich eines sag. Ich bin kein Cowboy. Das Logo, den Benutzernamen, das Passwort, Lokalcowboy, habe ich vor zig Jahren erfunden. Das hat mir eine wahnsinnige Marie gekostet. Urviel Knödel. Beim Patentamt. Über 10 Pflege, ja. Bis heute habe ich kein Lokal aufgemacht. Mit dem Lokalcowboy-Logo oder mit der Lokalcowboy-Wortmarke hätte ich ein Lokal aufmachen können. Leiberln verdrehen, Schuhe, Unterhosen und so weiter. Ist ja wurscht. Ja, bin jetzt angekommen von meinem Thema, von meinem Arbeiterleben. Ja. Jeder Montag ist immer eine riesige Herausforderung. Wenn du den Montag packst, in einem Lager oder in einer Fabrik, dann packst du auch in Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sowieso, weil meistens Frühschluss ist, man früher heimgeht. Aber es ist immer das Gleiche, das ist wie ein Rall, das ist wie ein bisschen ein fader Kreislauf. Ne? Man wartet und dann ist endlich Freitag, du sagst 4, 5, 6 Bier nach der Haken am Freitag, wochentags nur 3, 4, dann kommt der Samstag und dann sitzt daheim am Computer, ladest die Videos hoch, haust die ganzen verdammten Tags ein, Stichwörter, dass die ja viel
aufrufen, sprich, dass du viel fusest und vielleicht irgendwann einmal ja, ein Weltstar zu werden. Ja, mit dem Wienerischen sicher nicht, aber zumindest Österreich bekannt. Vielleicht einmal sogar eine Lokallegende. Natürlich bin ich dann schon längst in der Grube, sprich, liege im Holzpyjama am Zentralfriedhof oder am Meidlinger Friedhof oder da, weil ich im 17. Bezirk wohne, im Hernals, auf der OS10, ja, in den Hernalser Friedhof. Naja, was soll ich viel sagen? Ich hab mich gefreut, dass mir zugehört habt.